Voilà, Herr Präsident, die Damen und Herren, merci für das Wort. An der Charta von der Grundrechte von der Europäischen Union geht an anderem unerkannt, dass als Kanner einen Anspruch auf Schutz auf Fürsorge schon, den für das Wohlbefinden notwendig sind und am Aufkommen von den Vereinten Nationen über die Rechte von den Kanner von 1989 als das Recht vom Kant auf Schutz für in allen Formen von Gewalt verankert. An Dach geht alldag das Charta mit festgetrippelt an den Schutz von unseren Kanner als so eine Gefahr wie noch nie für drun. Den Europarat schätzt, dass all 5 Kant Opfer von einer Form von sexueller Gewalt gibt. 1 von 5, und es schreckt kein op, und es gibt kein hellhörig, es protestiert kein draußen mit großen Plakaten auf unseren Straßen. Es gibt Wahlmengen, es wäre kein Teppich groß genug, für es drinnen verschwinden zu lassen. Oder mal zumindest darüber zu schwätzen. Und das kann nicht sein, weil das ein Verbrechen, was lebenslänglich ist, was die nie verdaut, was die nie vergisst, was die vielleicht probiert, Wäsche zu sperren an einer Küste, die nie mehr abmachen, aber wo ihn am liebsten den Schlüssel will, eine Wäsche geheien. Etwas ist klar, es geht nie mehr, die nämlich Person wie für drun. Wieso ein Opfer, das jahrelang von ihrem Pap missbraucht gouf, es bleibt an engem, solange lebt. Sogar wenn der Täter schon lange nicht mehr da ist. Weil das, was gemacht ist, das bleibt ewig. Sexuelle Missbrauch kann jeder treffen. Es passiert nicht just da oder nicht just an sozial schwache Millionen, es passiert überall. Alltag, an diesem Moment, auf all Platz, egal ob Baby, Kind, Jugendlichen, Mann oder Frau, weil all 5. Mann an all 5 Frauen an all 13. Mann, so Statistiken, sie betraf. Und es geschieht da, wo ihn nicht am meisten mengt. Täter sind an der Familie, wohnen an der Nachbarschaft, arbeiten auf der Arbeitsplatz, machen mit der Sport, spielen mit der an einer Theatergruppe, sie mit an der Giden oder Scouten, sangen mit der am Chor oder gehen mit der an die Schule oder wohnen vielleicht am nämlichen Internat. Potenziell Täter gehen nicht also überall, wir führen allem da, wo Kinder als Jugendliche sind. Täter sind ganz oft vertraut mit daheim, gern an Machtpositionen und dafür sind DAX an ihrem alltäglichen Leben von ihnen abhängig. 90% die von Personen missbraucht, die sie ganz gut kennen. Sie Dr. Deborah Eger-Klein, Psychologin bei der Vereinigung La Main Tendue, a 25% allein an der engster Familie. Und das ist gerade das, was es so schwer möchte für die Opfer zu beichten und so lieb möchte für den Täter. Die Warnung schwätzt nicht mit dem großen Unbekannten, als eigentlich nicht wirklich die immer zutreffend ist. Seht der Jugendpsycholog als Chef von der Ulmer Kannerpsychiatrie Jörg Fegert, weil die Gefährlichen als ganz oft den, die ganz nur und so vertraulich ist, an den Confiance vom Kind oder dem Jugendlichen genießt. Und dafür ist die Konsequenz so fatal, mit enorm langwirkenden sozialen Schäden, weil in dem Vertraut den Verbrechen unenge mischt. Am Durchschnitt geht heute zu Lützeburg 10% von den Kindern sexuell missbraucht. Guckt den das zu, just op Medischer, dann ist das von 5 Medischer. Konkret hier steht, dass an all Schulklasse, all Chaos, 2 bis 3 Medischer sitzen, die an irgendeiner Form sexuell belästigt gesehen. Tausend von den Kindern, die vom Planning Familial 2019 betreut gesehen, sie führen ihrem 10. Lebensjahr missbraucht gehen. Das zu klammen. Und dabei könnt noch, da da keinem anderen Bereich die Dunkelziffer so gigantisch ist, wie wenn es sexuellen Missbrauch von Kindern als Jugendliche geht. Seht Johannes Wilhelm Hörig, unabhängigen Beauftragte für die Frauen über sexuellen Missbrauch aus Deutschland. Das Spektrum von diesem Missbrauch geht von subtile grenzüberschreitende Gesten bis zur gewaltsam erzwungener Vergewaltigung.
eng allgemeng unerkannte Definition vom sexuellen Missbrauch gëtt net, nief dem Begriff vom sexuelle Missbrauch existieren nach einer Terminologie wie sexuelle Gewalt, sexuelle Misshandlung, sexuelle Ausbeutung oder sexualisiert Gewalt an alles beschreibt den nämlichsten Tatbestand. Täter sind an 8 von 10 Fällen männlich. Ein einheitlichen Täterprofil gibt es nicht, aber Ziel ist klar, es geht darum, sexuelle Gewalt auszuüben, für die eigene sexuelle Befriedigung zu kriegen und Murcht und Unabhängigkeit rigoros ausgenutzt, für das zu erreichen. Ich erinnere mich noch gut an den früheren Deputierten Mil Majerus, den sich mit den Opfern von sexuellem Missbrauch auseinandergesetzt hat und den darauf gehalten hat, dafür zu Wort zu kommen. Und dat hier erliefte Geschichte nicht just an der plakischen Zöllen einfach so verschwunden. Der Mil, den immer darauf aufmerksam gemacht hat, wie allgestandene Männer von 90 Jahren bei Hekreiche gekommen sind, weil sie selber nie drüber weggekommen sind, was Martinen als Kant gemäht gauf. An einem rezenten deutschen Fernsehreportage über Gewalt, über sexuelle Gewalt, waren 23 Opfer, eine erwachsene Frau bereit, über ihren Missbrauch während ihrer Kindheit öffentlich darüber zu schwätzen und dummerten hier Schweigen zu brechen. Sie wollte kein Mitleid, echt solidarisch sein, andere Opfer Courage machen, das ist der Grund, den sie bewegt hat, stellvertretend für viele Frauen, die auch Opfer waren an ihrer Jugend. Wenn jede Person jemand anderen oder mehrere ermutigt, die das nämlich erlebt tun, auszusagen, dann können alle irgendwann nicht mehr weghören. Und das ist genau das, was mich bewegt hat, diese Interpellation zu fragen. Herr Präsident, das war ein Erlebnis, was mich als Jungdeputée markiert hat, und dafür fand ich doch wichtig, halbannen zu reagieren. Demals an einer Justizkommission war es schon über die Verjährungsfrist bei sexuellem Missbrauch gegangen. Aber wo der demalige Prokureur d'Etat gemengt hat, ob es nicht opportun wäre, das zu lehnen und Blut zu schrauben, für den Opfer mehr lang Möglichkeit mit ihrem Rauskommen zu gehen. Viele Opfer wohnen sich nämlich erreicht an einer mehr reifer Phase von ihrem Leben, sich zu outen, mit dann also eben schon ganz oft zu spät, für ihn nun zu klar, weil der Fee verjährt, als zu Lützeburg kann er noch das machen bis zu maximal dem 28. Lebensjahr. Andere Länder gehen doch viel mehr weit bis zu Gurkengen der Leben, wie England, Schweiz oder Kalifornien. Der Staat Kalifornien. Der Prokureur hat mir damals geantwortet, wo noch dort schon nicht Unrecht hat, dass von den Zeit herabsetzt, für so ein Uklo zu erlauben und noch viel mehr schwierig wird, zu beweisen, was damals geschieht war. Und ich will das auch gar nicht aufstreiten, mir da kommt, drohgehangen wird, dass von hin ein Mädchen hat, was vergewaltigt gewesen, hingefroren, nicht zu suchen. Und losing Begründung. Weil Mädchen mit unserem System zweimal bestraft gehen. Die erste Kehr, da das geschieht ist, und die zweite Kehr, weil es nicht bewiesen kriegt, dass es erwartet geschieht ist. Und dabei kommt dann auch noch die penible Prozedur, das ganz nach ein Kehr bis an den kleinsten Detail müssen durchzuleben. Herr Präsident, ich erinnere mich genau noch an die Mutlosigkeit, die ich damals als Jungfrau und Deputiert nur der Doten auch so hat. Und seitdem kämpfe ich Dossier vom sexuellen Missbrauch, aber was ich machen, für so Situationen zu verhindern. Weil nirgends ist die Schuld so groß wie bei den Kindern, die Vertuschung so einfach und den Täter so geschützt. Über 23 Kästchen Parlamentären habe ich an den letzten Jahren an diesem Kontext gestaltet. Vom Verkauf von Kannersexpuppen, über fehlende Färbelstatistiken, Verjährungsfrist und Bestrafung bei Sexualdelikten, Therapie für Opfer und auch Täter, Prävention bis zur Analyse von kannerpornografischem Material, weil das System auf viele verschiedene Niveaus muss bekämpft gehen, für einen Hauch von Chance zu haben, etwas zu bewirken. Es kommt deutlich raus bei vielen Antworten aus den verschiedenen Ministerien, dass es quasi nicht möglich ist, für zuverlässige Chiffren an diesem Bereich heute zu Lützeburg zu liefern. Ministerien, Police und Assoziationen wie ORK, Alyps oder Planning Familial publizieren all Jahr an ihrem Rapport unterschiedlich zu. Dabei publizieren die Engels die offiziell planten, die rakommen sie in einer integrieren Témoignagen. Nach ein einer Klack laut Psychologe, Kannerdoktoren und Fachleute vom Terrain. Wenn wir wissen, dass allein die offiziell Unzahl von Planten bei der Police von 2018 auf 2019 um 36% an die Luft gegangen sind.
Und dat quasi Männer wie 10 bis 13% variieren Chiffren de Schrott überhaupt woen eng Plant zu machen, dann als klar, wie dunkel oder wie hoch Dunkelziffer bei sexuellen Übergriffen muss sein. Wie wollen wir dann so, ohne fiable Informationen, gezielte Mesuren auf Platz setzen, für die Kinder zu schützen, respektive ihnen zu helfen? Es fehlt der CSV ganz klar und zuverlässige Chiffren, Analysen, Auswertungen, auch Formationen für Leute, die Kinder betreuen. Ich deposieren an diesem Kontext eine erste Motion, für die wir eine nationale Beauftragten ersetzen, eine nationale Urlaubsstelle, also für jeden, die von sexuellem Missbrauch betroffen ist, wo eine umfassende Datei aufgestellt wird, Statistiken, Zahlen und Evaluationen zentralisiert gehen, transversal über die verschiedenen Ministerien für Problematik zu erfassen, an denen sich man Ausmaß von diesem Phänomen auseinandersetzt, wir können adäquat reagieren, an die Formationen anbieten kann, vom Staat für all die Bereiche, wo Kinder sich noch abhalten. Merci, Madame Arendt. Bei sexuellem Missbrauch sind effektiv Toten, die überhaupt bei der Polizei gemeldet gehen, echter Rach oder die Ausnahme. Studien beweisen, dass nimmen 5 bis 8%, ich habe gesagt 4 bis 13% von allen Betroffenen den Täter ukloen. Die berühmte Spitze vom Eisberg von den tatsächlichen begangenen Straftaten, die für Gericht kommen, sodass die offiziell Zahlen nämlich ganz kleine winzigen Teil sind vom tatsächlichen Fall aus. Für was ist das so? Über sexuellen Missbrauch wird einfach nicht geschwärzt. Es wird geheim gehalten. Und das Schlimmste für die Opfer auf alle Fall, es wird bald immer mit einem Funken von Zweifel aufgestellt. Dabei könnte die riesige Angst, den Täter zu denunzieren, weil er sich, wie schon gesagt, ganz gern am neuen Umfeld befindet. Und das ist genau das vertrauliche Relation, die dem Täter den größten Schutz bietet. Dabei könnte das mestenteils dafür sich selber schuldig spüren. Bald all Opfer sich die Fehler bei sich selber. Was hat ihn anders das könnte machen? Was hat er falsch gemacht? Habe ich ihm vielleicht ein Zeichen gegeben, dass es mir aber gefällt? Sind ich zu kurz oder zu sexy angetan? Oder war mein Nee nicht deutlich genug? Das sind Aussagen, auf die ihn immer trifft, an den Nee zählt übrigens genauso an einer Partnerschaft. Der Bob, den aussieht, dass er nicht dafür kann, dass Denkelin so wunderschön ist. Und dummer dem Kant signalisiert, dass es selber schuld ist, dass er sich nicht zurückhalten konnte. Erschwerend dabei kommt, dass ihn das Erlebte an all Details erzählen muss, über ihn, wo ihn so gut kennt und eventuell aufhängig schwach oder sogar noch ist. Das sind da nicht viel bereit, auf sich zu holen. Dabei wäre es so wichtig, dass den Opfer andere motivieren, auf diese schwere Weg zu gehen und so lange zu kämpfen, wie es nicht mehr geht, weil sonst könnte das riesige Dunkelfeld nie abgedeckt gehen. Viele Opfer können sich auch gar nicht mehr daran erinnern, bis an den letzten Detail. Wo es war, was der nun hat, was für eine Spucks. Und es riskiert die vom Advokat, vom Täter, während dem Prozess wieder am Mund gedreht zu kriegen. Und so durchgestaltet zu gehen, dass der Nee doch vielleicht aber ein heimlich gewünschtes Ja gewirrscht wird. Neben Schuldgefühlen empfanden auch viele Opfer schimmt über das, was sie erdrohen haben müssen. Dass sie sich das überhaupt gefallen haben lassen und dass sie nicht Kraft oder die Idee hatten an dem Moment, wie sie sich hätte Kinder wehren können. Erschwerend dabei kommt, dass viele Opfer effektiv den Täter auch nach gern zwischen gänsephysischer Hund eine emotionale Bindung zu dem Hund, weil er eine Bezugsperson war. Aber natürlich nicht auf eine sexuelle Weise. Ein weiteres Hindernis für den Täter zu denunzieren. Die 68-jährige Frau, die erzählt, wie sie von ihrem Stiefpap, seitdem sie 6 Jahre hat, missbraucht ging ist, wie sie immer mehr willenlos ging ist, aber wie sie ein Bemol abgehen hat, ihm zu sagen, dass sie das nicht schön findet. Und dass es hier gefällt wird. Aber wie der Stiefpapier geantwortet hat, feiert kein Opfer, weil für dich geht es auch noch einmal nicht schön. Mir das nie schön ging und es war ganz furchtbar, aber für den Pap nicht zu verraten, wollte sie just nach fort. Mit Ursprung hat sie sich bestört, dann noch viele problematische Beziehungen, und schlussendlich auch so eine Margot, in den sie auf den Straßenstrich geschickt hat. Für man dann was sexualisiert Gewalt zum Normalfall gehen. Mit 68 Jahren hat sie endlich den Schritt gewollt, hier Wohlrecht und den Dach zu lehnen. Herr Präsident, von den größten Obstakeln für die Wohlrecht gewollt zu gehen, als dass ganz viele Täter
ganz du am Umfeld sind oder sogar an der eigener Familie. Aber gerade du weinst, sie ganz Familien dagegen die Schöllischen nun zu kloen. Es wird proposiert, dass was geschieht, als am Privaten zu regeln. Und so wird nicht viel darüber geschwärzt und wird geheim gehalten. Ein weiteres Opfer, das seitdem es denken kann, vom eigenen Pap missbraucht ging, aus von 3 bis 14 Jahren, hat selber die Courage abgebracht, bei der Polizei zu gehen, wie der Pap mit einer Leberzirrhose an Spidol angeliefert wurde. Liv hat sich selber befreit, für ein neues Leben anzufangen. Es war ein Geheimnis zwischen ihm und dem Pap, dass er so beholen normal wäre, wenn er sich gern hat. Und wenn das sich so schlimm aufhielt, dann muss das Problem erst dabei selber leiden. Und hat das Leben mitgemacht, bis es nicht mehr kommt. Kein von der Familie, nach Schulpersonal oder sonst ein, hört oder wollt etwas bemerken. Und das nicht zu verstehen, dass kein von den Bausen aufmerksam ging ist und darauf reagiert hat. Andere haben sich geduld, aber lieber nicht gesagt, was beim Lift daheim los war. Dafür muss ich ab einem gewissen Alter, wo kann er sich schon teilweise äußern, kann er sensibilisieren und aufklären, wie ein Verhalten von Erwachsenen okay ist und wie nicht. Das ist natürlich immens schwer, aber da fängt Prävention an. Ich deposiere dafür eine weitere Motion, dass eine Sensibilisationskampagne soll gestaltet werden für als Kinder und Jugendliche, wo die Eltern mit abzugehen und mehr spezifisch die professionell visiert sind, die mit oder für Kinder schaffen. Sie müssen ein besser geschultes Ohr entwickeln, für Abus besser können zu detektieren, für das so mit frei kann reagiert gehen. Ich gebe doch wichtig von, wenn wir als erstes Land auf der Welt ein Zeichen könnte vorschlagen, wo erkannt, dass Opfer aus für sexuellem Missbrauch ohne ein Wort zu suchen, direkt klar machen, welcher Gefahr es ausgesetzt ist, und so Menschen warnen und darauf aufmerksam machen, ohne lange Erklärungen. So Bilder von Kindern, die eine Open Hand, wo in da eine Hand drüber sagt, das wäre zum Beispiel etwas, was den sich kein vorstellen, wenn dann der Täter sich umdreht, wo kann schnell kein Zeichen machen und direkt Schüttfrage verstehen, was das wäre. Ich gehe nach der zweiten Motion, Herr Präsident. Hoppla, merci. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kolleginnen, wo keinem Missbrauch gibt so viel an den Medienbericht wie die von der katholischen Kirche. Und es ist immer Sicherheit erlohnt, der Sprecher oder die Sprecherin von der katholischen Kirche, und das, was da geschieht, ist unverzeihlich und eine einzige Katastrophe. Mit Kirche hat sich dem Druck von der Öffentlichkeit gestaltet. Auch heute zu Lützeburg. Das ist eine offizielle Kontaktstelle für Missbrauchopfer und Lebenruf gehen. Zahlen und Aussagen von Opfern sind festgehalten gehen, dass ein Rapport veröffentlicht gehen und aus der Presse präsentiert gehen. Sie haben sich also autosaisiert, selber hier Verantwortung überholt. Seit 2011 müssen UG Pasteur Präventionskurse machen, Rückträge sie voll zugehen, finanzielle Entschädigungen sie vorgeschlagen gehen und dass sich für allem bei den Opfern entschuldigt gehen. Auch wenn es keine unabhängige Kommission war, als aber zumindest etwas geschieht. Aber wo bleibt das? Bei all den anderen Bereichen. Gibt es an irgendeinem anderen Domain, Kultur, Schule, Sport, auch eine interne Urlaubsstelle, Präventionsmaßnahmen oder eine Entschuldigung? Ja, es war ein Beicht ohne Zeichen, so wie Madame Kurchat das an ihrem Artikel aus dem Lützeburger Land 2019 erwähnt hat. Mit Témoignagen von den Opfern, sie wenigstens vorgeholt gehen, und sie Konsequenzen gezogen gehen. Hier ist für mich ganz klar, ein intern, inoffiziell Sammelklo zugelassen gehen. Herr Präsident Bettina Roloff, die den Ehrepräsident, den Ethikpräsident, so wie den Dirk Nowitzki vom katholischen Sportverband kriegt für die Anerkennung am Kampf gegen den sexuellen Missbrauch am deutschen Sport, hat eine Etude gelegt, Safe Sport. Auf 3 Jahren sind die E-Staaten geliefert gehen. Die Etude vom Sportsoziologin von der Deutschen Sporthochschule zu Köln aus zur Kenntnis kam, dass den Double so viel Kinder am Sport missbraucht gehen, wie an der katholischen und der evangelischen Kirche zusammen. An der öffentlichen Wahrnehmung ist das natürlich nicht so, weil sich viel mehr über die Missfälle an der Kirche dabei abgerichtet wird, wie das zum Beispiel am Sport. Aber da ist es viel mehr schlimm, sagt der Jugendpsychologe Jörg Fegert, den auch an der Etude mitgeschafft hat. Er ist unbedingt mal nötig, für sich dem Phänomen bewusst zu gehen, sagt den Expert am Missbrauch von Kindern am Sport. England. Er ist von den größten, bekanntesten Missbrauchsskandalen an Europa auf Tapet gekommen, und das nicht einmal,
wo der Missbrauch am Sport mir häufig ist, nämlich an den individuellen Sportarten, wo Mädchen und Jungen schon ganz frei gedrückt, wie zum Beispiel am Eiskunstlauf, Turnen oder Schwimmen. Nee, am Fußball. Über 300 mutlässige Täter und über 800 Junge waren betroffen. Der Paul Stewart, früheren englischen Nationalspieler, als von ihnen. Am Trikot von Liverpool, Man City und Tottenham hat auch gegen den übermächtigen Gegner gekämpft, sein Trainer. Er hat nicht gesagt, findet als Problemfußballer zu gelten, als ein Traum vom Profifußballer zu riskieren. Seitdem er 11 Jahre hat, als er missbraucht ging. Er ist immer zu Extra-Unitäten mitgeholt gehen, auf Ruheplätzen, weg vom Terrain, regelmäßig am Auto vergewaltigt. Der Trainer wollte Kontrolle über den Jungen, an den waren ausgeliefert, so wie das ganz oft an der Sport-Trainer-Relation ist. Die Schweige für den großen Traum hat Folge für das ganze Leben donno. War zum Alkoholiker gehen, wollte sich all das Leben holen. Ob froh, für was nie etwas gesagt hat, antwortete Paul Stewart, das wird nie verstehen können, dem es nicht selber passiert ist. Aber mit der Zeit gewinnt ihn sich auch und Schweigen. Der Fußball hat mir das Leben geholt. Mir hat mich auch gerettet. Weil wenn ich im Terrain stehe, da konnte keiner etwas untun. Konnte keiner mich aufpacken, ohne ein Gel oder ein Rot Quart zu kriegen. Der Fußballterrain war sehr sicheren Hafen und er wusste, solange er durchstehe, konnte keiner mehr etwas untun. Der Mann, dem das alles angetan hat, ist schon tot, kommt nie für Gericht. Es lebt hinter 2 Jahren in der Sicherung vom Skandal ohne bislang irgendein Resultat. Der Paul Stewart ist heute mit Live-Asyl am englischen Fußball engagiert, für präventiv mit Kindern zu schaffen und sich mit dieser Thematik zu befassen und die Jungspieler aufzuklären, dass das, was ihm geschieht, ist inakzeptabel und direkt aus denunziert gehen. Der Mike Harville, Sportsoziolog von der Edge Hill University, ist von der renommiertesten Wissenschaftler für sexuellen Missbrauch von Jungen am Sport. Er hat erklärt, dass bei Jungen der Sport ganz einfach auch bedeutet, maskulin, dominant, stark zu sein, Angst und Probleme zu verschweigen als am Alltag, am sportlichen Milieu. Und dafür ist es gerade für junge Novus-Talente so schwer zuzugehen, was Taltine geschieht als an einer Welt, die von Männlichkeit nicht mehr so strotzt und geprägt ist. An der Sportswelt ist es oft ein Kampf, wen dem Trainer am besten gefällt, wen das devoyerst ist, wen das ist, was alles möchte, für nur 4 zu kommen. Und die Athleten gehen alltag stundenlang gedrillt, für zu parieren und für Success zu haben. Trainer und Machtposition dezidieren, wen mit darf an Kompetition, wen das glücklich ist, das stärkst für mit an Trainingslager oder an Ausland. Den Höchstleistungssport sind leider nicht nur die Bilder, wo immer gestreckten Ehren durchs Ziel lief, oder so lange devoierte Weg von der WU vor Verzicht, physischen und mentalen Erfahrungen, Dedikation, Determination, Kontrolle, Ausführung, Respekt, Disziplin erleiden, für diese Sekunden oder Zentimeter, wo ich gerne besser geht, für dann eventuell einen kurzen Moment von Erfolg. Heu für den sexuellen Missbrauch, den idealen Nährboden und die besten Voraussetzungen. Herr Präsident, kennt mich schon, es sind immer eng mit der Sportswelt liiert, an wie die alltägliche Bewegung für allem bei den Kindern mehr Herz leidet. So wie ich da doch schon 10-mal hier im Parlament gesagt habe, 10-mal. Wir sollten dann abhalten und nicht weggucken. Ich will die Sportswelt auf keinen Fall stigmatisieren, so wie man das vom Sportminister vorgehalten gegeben auf einer Question parlamentär, wo wir übrigens auch hier im Land keine Färbelstatistiken haben. Wir sind auch zu Lützburg keine Insel. Und es muss auch heute drüber geschwärzt gehen. Zumindest so viel, wie an der Kirche drüber geschwärzt gehen ist. Weil internationale Etüden belegen ganz klar und deutlich, dass es in der Sportswelt ein grosses Problem mit sexuellen Übergriffen gibt. Hier geht es nun einmal um den Revers von der Medaille, und es wird leider nicht genug thematisiert. Dafür entschuldigt mich, wenn ich heute ausnahmsweise auf die mit Dunkelseite angegangen sind. Die Eltern sollen nicht fertig hier Kamera an den Sport zu gehen. Der Sport allein soll nicht losgelöst von all den anderen Assoziationen gesehen, die auch mit Kindern als Jugendliche schaffen. Denn Herr Johannes Wilhelm Hörig, der hat ja Zahlen aber hören, doppelt so viel wie an der katholischen Engel, die Zahlen hören von den Etüden. Denn Herr Johannes Wilhelm Röhrig, Beauftragte für sexuelle Missbrauch von der deutschen Regierung, sieht ganz klar, dass es nicht viel hilft, Kinderschutzmaßnahmen zu erwähnen, Code de Conduite anzuführen oder Karte anzuschreiben.
Mit der komplett Präventionskonzept muss abgesagt gehen mit professioneller Unterstützung für einen besseren Schutz für Kinder für diese Phänomene zu unterbannen. Es gibt viele Bereiche, wo Junker sich gerne abhalten, wo klare Strukturen, Personal und auch finanzielle Mittel fehlt, für einen gerechten Kinderschutz zu bieten, und die Benevol sind oft überfordert. Ich deposiere in dem Sinn eine weitere Motion, dass alle Institutionen, die mit oder für Kinder schaffen, mit der Unterstützung vom Staat und nicht dem nationalen Beauftragten ein Präventionskonzept aufzusetzen und für die Möglichkeit von einer Formation können an all Bereichen dann anzubieten. Merci. Herr Präsident, viel Opfer, wann überhaupt, bringen recht jahrelang nur de Courage op, über das, was ihnen geschieht, auszuschwätzen. Oft, wenn es dann nicht bedingt oder der Fall verjährt ist. Sie werden oft viel zu lang, meistens bis sie mehr an ihrem Leben eben stehen, an einer stabiler familiärer Situation sind oder vielleicht selber kann hun ihr zu wohnen, hier erlebten an die Öffentlichkeit zu bringen. Dafür sind mehr der Meinung, dass Verjährungsfrist an Blut muss gesagt gehen. Die aktuelle Limite am Land von 10 Jahren ab dem 18. Lebensjahr vom Opfer, also bis maximal 28 Jahre, geht alles nicht durch. Da fallen da viel durch die Kurve, wo sich zu einem späteren Zeitpunkt von ihrem Leben wählten outen. Dafür deposieren ich am Namen von der CSV eine Proposition de loi, die Verjährungsfrist auf 30 Jahre absetzt. So dass ein Opfer bis zum 41. Lebensjahr Zeit haben, Täter umzuklonen. Also 20 mehr wie biselo. Möglichkeit zu kreieren, dass Erlebten können umzuklonen, ist extrem wichtig. Scham, Schuld, Machtgefühl und Hilflosigkeit, die sich mit dem Alter ab Pflicht verwandeln, für die Vorrecht und den Dach zu lehnen, als viel Opfer wie ein Befreiungsschlag, wenn sie dann endlich trauen, und das auch für viele Opfer ein Anfang von ihrer Therapie. Ich habe viel geschaut, viele Länder machen das auch ohne Dilemma, also lebenslänglich. Das wäre eine Idee, die ich selbstverständlich mit unterstützen. Oder der Minister hat so eine Undeutung gemacht, dass das eventuell eine Piste wäre. Da gebe ich natürlich direkt 100% mit unterstützen. Herr Präsident, ein weiterer Tatsache ist oft, dass Strafmaß vom Urteil oft nicht zu verstehen ist im Vergleich zu der Tod. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele für sexuelle Straftäter es gibt, die sogar bei einem Geständnis weiterhin auf freiem Fuß sind und da mit einem Urteil auf Sursis. Ein Beispiel aus dem Turnsport aus Erfurt, wo den Trainer ein umfassendes Geständnis aufgelegt wird. 82 verschiedene Sexualdoden auf 15 verschiedene Turnerinnen regelmäßig durchgeführt. In unserer Revision gegangen, aber bislang noch immer kein Urteil da. Den Trainer ist nicht auf freiem Fuß, den Haftbefehl ist ausgesagt mit Oplagen, in der schüss kein Kontakt mehr haben, am Verein mit weiblichen Jugendlichen Mesos Free Like a Bird. Ich kann mich noch zu viel gut erinnern und dem Steffi Graf sein Fall mit seinem Pap, der wegen Steuerhanderzählung, wegen Sponsorgelder für seine Mädchen, ob ein nicht legal oder weiß, lernste Fiskus wollte schleiden. Das Resultat: 6 Jahre feste Prison. Feste Prison. Es war ja mit Sicherheit kein Kavaliersdelikt, dann muss auch absolut bestraft gehen. Mit dem man lebt, so ein Urteil steht auch keine Relation zu dem, was bei sexuellem Missbrauch geschieht. Aber wo den Täter oft mal 2 Jahre sucht sie dabei frei rundherum laufen können, da sei den, wo oft Prioritäten an unserer Gesellschaft liegen. Wie sollen so Urteile am Fall von Missbrauch den Täter dann aufschrecken oder nicht verleiten, nicht zuzuschlagen? Und aber wenn so Urteile frustrant sind, sehe viel Opfer die persönliche Konklusion, dass sie bewirken konnten. Da den der Courage soll haben, auf diese Weg zu gehen, als sexueller Missbrauch nicht mehr zum Tabu zu erklären, weil es bringt auch heinz so die berühmten Stehen und Rollen. Es geschieht nämlich immer mehr häufig, dass wenn ein Opfer sich out, sich auch andere Opfer trauen, für auszusuchen. Für so, wie zum Beispiel bei dem Témoignage bei der Kirche war. Wenn ihn also schon nicht beweisen kann, was einem damals geschieht war, dann hilft es zu wissen, dass das einem nicht allein passiert ist und dass viele andere mitbetroffen waren. Und kein hat sich getraut, sein Schweigen zu brechen. Die Affären Bill Cosby und Harvey Weinstein aus den USA sind an dem Sinne wohl alle Begriff. Die Verurteilungen waren nicht mehr möglich, weil es an der USA ein Sammelklo gibt. Weil es erstens für die Opfer selber immens schwierig ist, sich zu äußern, und weil es oft nicht möglich ist, eine Beweislage zu handeln, ist es wichtig, wenn am Fall von mehr Opfer Möglichkeit von einer Sammelklo bestehen. Ich bin nicht Jurist, aber ich bin persönlich der Meinung, dass die müssten mal eine Analyse machen
an dem Sinn, für auch zu gucken, ob nicht an diesem Land so etwas möglich wäre. Herr Präsident, am Gesamtkontext passen auch hier bei dieser Thematik sexualisierte Reklamen mit jungen Mädchen, die sich halbplagisch präsentieren, für das ein Artikel besser zieht. Oder Fernsehaufnahmen am Sport, wo von innen gefilmt wird beim Start, von Hannen, wenn er an einen Sandkaul springt, an eine verrutschte Mayo lockelig präsentiert wird, für Millionen von Spektateuren, als mit Sicherheit nicht hilfreich. Und es wäre gut, wenn die Medien auf die sexualisierte Reklame von den medischen Sportlerinnen und Frauen verzichten geben, für Profit zu machen. Verschiedene Föderationen könnten an dem Sinn auch reagieren, an hier Limite von den Majoen dezent an Blut schrauben, und nicht das extremst knappste promovieren, wie das zum Beispiel am Beachvolleyball bei den Frauen als just weil Sex sells. Auch die Medischer wollen das nicht. Das bringt der Sportwelt nicht viel, und das ist auch das falsche Signal für die sportlichen Frauen an dieser heutigen Zeit einfach nicht mehr angepasst. Und es sind noch die Medien, die hier weise für Reportage müssen ändern und die Leistung an den Mittelpunkt setzen. Und nicht Blick von Mayo, für das die Turnerinnen sich gleich an einem Ganzkörperkostüm müssen präsentieren müssen, für diesem zu entkommen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sexuelle Missbrauch kann viele Formen anholen, sowohl offline wie auch online, wo sexuelle Handlungen Kant viergeholt gehen, oder eben auch, also offline, wo sexuelle Handlungen Kant viergeholt gehen, das, was ich gerade gesagt habe, oder aber eben auch online, wo Kant zu sexuellen Handlungen per Livestream abgefordert wird oder sogar für ein Treffen arrangiert wird für Sex. Die Entwicklung von der digitalen Welt wird gerne dazu missbraucht, für das Sort von Kriminalität vis-à-vis von den Kindern global zu machen, dann das immer mehr präsente Medium hat leider die Schaffung von einem weltweiten Markt für sexuelle Kindermissbrauch erleichtert. An den letzten Jahren also zu einem dramatischen Anstieg von den an der EU enregistrierten Meldungen über sexuelle Missbrauch von Kindern am Internet an Europa als zum weltgrößten Host von Material über sexuelle Missbrauch von Kindern gehen. Tendenz geht erschreckend mit all Jahr an Blut, an Corona-Krise hat Lach noch drastisch verschärft. Nachfrage von Material mit sexuellem Kindermissbrauch ist an den letzten Jahren auf verschiedenen EU-Staaten 30% geklommen. Und gleichzeitig hat ein US-Zentrum für vermissten und ausgebeute Kinder in Ustich 400% von verdächtigen Fällen von Kindermissbrauch enregistriert, so die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Also von ungefähr 1 Million Rapporten an dem Monat April 2019 auf 4,1 Millionen Rapporten am Monat April 2020. 2010 goufen an der EU 23.000 Fälle von Kindermissbrauch gemeldet, 2019 725.000 Fälle. Über 3 Millionen Bild- und Videomaterial. Weltweit sieht die Situation noch mehr erschreckend aus. 1 Million Fälle hatten wir 2010, 2019 17 Millionen Fälle reportiert. Man sage und schreibe 70 Millionen Bilder und Videoen. Und dafür ist es doch gerade so wichtig, dass an der EU an all ihren Memberstaaten schnell eine umfassende Strategie für effizienten Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern an das Leben gerufen wird, wo direkt ein ganzer Pack von Maßnahmen gefordert muss gehen, die von den einzelnen Staaten umgesetzt gehen, mit mehr stärker Strafverfolgung, über bessere Prävention und für allem einen besseren Schutz für uns Kinder. Ich komme bei einem Thema, das auch an den letzten Jahren explodiert, das mit der Entwicklung von der Digitalisation. Das ist das Cybergrooming, eine Aktivität von Erwachsenen, die gezielt am Internet noch Kinder und Jugendlichen sichern, für sie sexuell zu missbrauchen. Täter sind meistens ältere Männer, die sich gegenüber Kinder als gleichaltrig ausgehen und mit einem falschen Profil sich das Vertrauen von Jugendlichen erschleichen und die sich unter der Anonymität vom Internet als Sicherheit spüren. Das muss vom Problem als nach mir bekannt wie ein Experiment mit jungen Schauspielern gemacht gehen ist, die sich am Internet als 12-Jährige ausgehen, um zu testen, wie schnell kann er Zielscheibe von so sexuellen Übergriffen gehen. Schon Wochen am Voraus, sie konnten von sozialen Netzwerken angelöscht gehen, 18 Kameras und Kamera an ihre 4 präparierten Zimmer überwacht, am Hintergrund mit psychologischer Unterstützung. 3D waren sie online, auf Seiten, die bei Teenager belebt sind. Kanner hun mat vorbereiteten Handy geschafft, gesurft und telefoniert und sind Informationen gesammelt gehen, die Durno und Staatsanwaltschaft weitergelegt gehen und es konnten auch Täter ausschließend überfordert gehen. Alle Resultate sind dokumentiert gehen und es sind auch just 3D
über 500 sexualisierte Chat-Aufrufen rauskommen und Kanner waren Hunderten von Manipulationspositionen von erwachsenen Männern ausgeliefert gewesen, als sie massiv mit sexuellem Missbrauch konfrontiert gehen. Die 3 jungen Schauspieler werden innerhalb von Minuten auf andere Kommunikationsplattformen oder Videochats gelackelt gehen und haben sich dem Druck von Männern ausgesagt, für plakisch Fotos von ihnen zu weisen, zu machen oder zu verschicken. Und auf viele Fälle für sich mit dem Täter zu treffen, für Sex mit ihnen zu haben. So Ugriffe spielen sich nicht nimmen auf Chatportale wie Knuddels, auf ein Portal, das eigentlich gedacht ist, für das ein Kanner mit denen kommunizieren, mir op ganz normale Verkaufsplattformen, wo Täter gezielt no afversichen. Täter gehen dann auch nummer weiter ganz oft, wo sich dann einer Interessierte beim nämlichste Kant melde kann, aber wo so regelrecht Netzwerke eigentlich sich bilden, für Kanner zu abusieren. Wenn ihr lo mengt, dass das Viertgehensweis ziemlich degutant ist, für so einen Täter zu ermitteln, die bildendste Bericht zu gucken. Angriff auf unsere Kinder, vom März aus diesem Jahr. Weil hei as lo net probiert gin en unbedingt dat Netz ze lackelen. Das extra drop opgepasst gin, dat Schauspieler sich ganz zurückgehalen hun, viel frohe Gestalt hun, an Troll von engen Kant iwwerhol hun, ob eng extremst unschuldig Äderweis. Knuddels an einer Teenage-Sitten sie sowohl net nimmen eng Möglichkeit, dat die Junker Maden den sich austauschen können, wie auch Chatplattform für erwusse Männer, wann sie op der sich nur Kammer sind. Dat sie kein Täter, die dat just engkeier so Spaß machen, aber die wissen ganz genau, was sie machen, und wie sie sich ulehen. Welches Mädchen bringt Papa zum Spritzen? Gehört quasi do schon zum Normalton, ob so sitten. Aber kein von den Administrationen meldet so Sachen oder möchte sich Gedanken, weil sie Geld mit ihrer Seite wollen verdienen, also sie quasi nicht interessiert, ob hier Benutzer die jugendlich geschützt sind oder nicht. Das Experiment ist von ganz vielen Seiten gelöst gehen, von der Art und Weise, wie es durchgeführt gehen, als nicht nur für ob das immer mehr aufkommende Problematik aufmerksam zu machen, aber für allem, weil er evident pädophil Täter ermittelt konnte gehen. Und das bekräftigt, dass Kanner als Jugendliche schon seit über 10 Jahren ein großes Risiko am Netz ausgesetzt sind. Gabriele Rapp, Cybersicherheitsexpertin, die 24 Jahre Beratung von der Regierung war an die Cases, mit aufgebaut hat, Cyber World Awareness and Security sieht, dass wir bei diesem Thema Dimension nicht erkannt haben. Sie hat an ihrem Buch Bitte tu was zwischen 2007 und 2019 mit über 40.000 Kanner geschwärzt. Und sie ist schockiert über die Kanner hier aussuchen und über die enorme Unzahl von sexuellen Übergriffen und sexueller Belästigung an der virtuellen Welt. Sie sieht aus, dass ihn als Eltern einen Instinkt tut, wenn er Kant auf Gefahren beim Velolehren darauf hinzuweisen. Da haben die Eltern einen Instinkt, Verkehrsregeln zu lehren, eine Kask und eine Lucht abzusetzen, für auf der Velo, kann ich Gefahren gut einschätzen. Beim Internet fehlt diesen Instinkt bei ganz vielen. An einem Artikel aus dem Lützeburger Wort von Michel Gantenbein sieht Cyber-Expertin, dass wir keine neue Etüde brauchen, mehr eine anonyme Erfassung von der aktuellen Situation. Mit fiablen Statistiken, mit Fachleuten vom Thera, Psychologen und Kannerdoktrin für die Problematik zu erfassen. Es wäre relativ einfach, Kanner besser zu schützen, sieht die Expertin an ihrem Interview, weil wir hätten schon für den Wirtschaftsbereich eine Cybersicherheitsplattform, an der die nämlich Threat-Share-Tool, also auf Gefahren hinweisen kann, auch bei Kanner als jugendliche Kind ersetzen, und mehr so das erste Land auf der Welt könnte sehen, dass so ein Emergency Response Center könnten für Jugendliche und Kanner kreieren. Wir haben alle gute Probleme in der Stadt, und wir sind zum Mann am Sujet sensibilisiert. Das fängt bei den Eltern daheim an, und es geht über Schulpersonal, Betreuungspersonal, und das natürlich auch in der Politik, die Responsabilitäten zu holen. B-Secure sensibilisiert auch schon seit Jahren an diesem Bereich, und wir sind auch froh über das Annoncement von der Regierung am sekundären neue Kurs Digital Science anzufeiern, wo kann auch der richtige Umgang beim Internet sollen gelehrt gehen. Für uns gefiel ein bisschen zu spät. Und wir hoffen aber, dass auch an dem Kader von diesem Kurs auch selbstverständlich auf Gefahren von der digitalen Welt aufmerksam gemacht gehen, für uns Junker besser zu schützen. Für die immer klammen Zule von Infrastrukturen nur zu kommen, sowohl für pädopornografisches Material herauszufiltern, wie auch als Kanner besser gegen den Cybergrooming zu schützen, muss in die entsprechenden Ressourcen, den Know-how und Material haben, wie auch eine Cybersecurity-Plattform für Jugendliche und Kanner ans Leben zu rufen.
Darunter fehlte der Moment nach zu Lützeburg und dafür fordern wir den Polizeminister auf verstärkt Erfahrungen zu machen für den Service Protection de la Jeunesse et Infraction à Caractère sexuell von der Police Judiciaire weiter aufzustocken. Und das nicht Material oder Logiciel an Platz zu setzen, als Deutschkollege setzt schon seit Jahren verstärkt auf künstliche Intelligenz für Bilder und Videomaterial so auszuwerten und so mich schnell Dossien zu trätieren. Ich deposiere dann auch an diesem Sinn nach einer weiteren Motion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sexuelle Missbrauch, wie schon am Anfang erwähnt, kann jeder treffen. Vom Baby über die Kinder und Jugendlichen bis hin zu erwachsenen Leuten. Laut einer Etude vom deutschen Familienministerium als klar herauskommt, dass Frauen, die an ihrer Kindheit Gewalt erlebt haben, 4-mal mehr susceptibel sind, sich auch an ihrer Partnerschaft mit Gewalt zu machen. Von der sexuelle Missbrauch, der von unserer Gesellschaft nicht wirklich vorgeholt wird, mit den aber tagtäglich ausgelebt wird als den von der Prostitution. Es gibt keine Welt, über die so wenig bekannt ist und über die so elegant geschwiegen wird, wie die über den Verkauf vom Körper. Die amerikanische Wissenschaftlerin Melissa Farley von der American Psychological Association hat eine Etude gemacht, wo sie herausgefunden hat, dass über 62% von den Prostituierten ausgesucht haben, dass sie regelmäßig vergewaltigt gesehen. 82% von ihnen erleben alltag Gewalt und 43% sie schon als Kind sexuell missbraucht gehen. Haben also eine Vorgeschichte von Gewalt und Sex. Übertalschend von den Prostituierten sind als Jugendliche von den Eltern körperlich bestraft gehen mit einem relevant hohen Anteil von körperlichen Misshandlungen, die durch Bezugspersonen regelmäßig durchgeführt gesehen. Den Tod, die Mortalität, als 40 Mal mehr hoch bei einer Prostituierten wie bei einer Frau, die ein normal Arbeit möchte. Das Risiko, umgebracht zu gehen, als 18 Mal mehr hoch, aber bei keinem Service, weil ich refusiere, bis um mein Lebensende als normal Arbeit zu titulieren, als den Tod suizidär so hoch wie bei denen, die ihre Körper verkaufen. Laut einem Forschungsbericht aus dem Jahr 2015 über Probleme an der Prostitution aus Irland kommt heraus, dass bald Tausend von ihnen suizidär sind. Und das belegt ganz deutlich den Mythos, dass es den Mythos von der glücklichen Hauer nicht gibt. Mir echter beweist, dass Prostituiert an Bezug auf Gewalt eine hochgradig gefährdete Gruppe ist, und als die gefährlichste Service, den eine Frau oder ein Mann auf dieser Welt kann leisten. Internationale Studien beweisen, dass durch den tagtäglichen Missbrauch zwischen 60 bis 80% von den Prostituierten schlimm psychotraumatisch krank sind, schiert, die doppelt so schlimm sind wie die von Kriegsveteranen, vergleichbar mit Vergewaltigungsopfern oder Menschen, die sogar gefoltert sind. An ihrem Rapport vom Jahr 2019 trägt die Planning familial sich auch klar gegen Prostitution aus, weil sie sich auf Vermutung vom Körper an Domination und Wunsch vom Mann basiert. Liebe Kollegen und liebe Kolleginnen, Prostitution ist keine Arbeit wie all die anderen, weil hier geht es immer gut, weil die nicht ersetzen kann, da die nicht an eine Revision schickt oder neu im Internet bestellt, wenn es bis Futti ist. Heinz du gut behauptet, dass den dieses Sujet von der pragmatischen Seite nicht umgehen. Wir wissen, Herr Präsident, wenn es engem sein Körper geht, wenn es den Verstand geht, wenn es Menschen geht, am meisten Deals, die allerschwächsten aus unserer Gesellschaft, da kann nicht so eine Debatte führen, ohne Gefühle, ohne das menschlich mal dran zu bringen, an das, was vom Mensch noch übrig bleibt, wenn bis zu 30 Mal am Tag sein Körper zur Verfügung stellt, für das den anderen ihre Spaß oder Murstrun ausüben können, und das dadurch legal gemacht wird, weil er schließlich dafür bezahlt. Es scheint auch evident, dass wenn eine Prostitution ab 18 Jahren legalisiert, es schwer zu erklären oder verteidigen wird, dass der Kauf von managerigen Verboten bleibt. Das wird für viele Klienten keinen Grund mehr durchstellen, für sich nicht aber manageriger zu bedingen, weil der Fee, dass es ja legal ist, einen Körper zu kaufen, die Altersgrenze für viele Männer keine große Rolle mehr spielt. Und das beweisen auch klare Zahlen.
weil mit der Legalisierung von der Prostitution als normale Beruf für Großjähriger der Prozentsatz von managärische Prostituierten mehr wie 40% geklommen ist. Also mal eine Situation, in der all 5 Affer inner 18 Jahre hat. Generell stehen mich ein paar Faktoren besonders, wenn ihr über Prostitution schwätzt. Erstens, dass es eine total verharmlose Durchstellung von denen Akten aus, die da müssen gelegt gehen. Und zweitens geht es bald immer aus der Vue von denen geguckt, die die Körper gerne benutzen, kontrollieren, profitieren, enkadrieren oder die, wo krampfhaft das verteidigen, was sie alltag erdrohen müssen. Bei all diesen Themen kann es keine Neutralität geben, bald nie hören wir von denen, die dem Milieu entkommen konnten. Dabei sind sie eigentlich die einzigen, die ehrlich können sein, weil sie nicht mehr vom Milieu aufhängen. Beispiel von Rachel Moran, eine früher irisch Prostituierte, die lo auf der Kotin ist, als dafür vielleicht mehr glaubwürdig. Sie hat ein Buch geschrieben, was von Menschen noch übrig bleibt. Die Wahrheit über Prostitution, wo sie gegen das Prostitutionsetablissement untritt, an die romantisierende Vorstellung von der freiwilliger, selbstbestimmter Prostituierter entlarvt. Sie wird sich gegen die Scheinliberalität von den Prostitutionsgesetzen, die es unmöglich machen, Frauen bei so Services zu schützen, aber wo keine Frau ungeschädigt herauskommt. Hier Buch möchte klar, dass der Handel mit Frauenkörper ein Verstoß gegen Menschenwert ist, an eine klare Form von sexuellem Missbrauch. Und dass den Debat über Prostitution in der Zukunft ernst muss führen. Es braucht just zu gucken, was an den Ländern geschieht, die es als normalsten Arbeit von der Welt reglementiert tun, und mit den Ländern vergleicht, die sogenannten nordischen Modelle gegangen sind. Da, wo der Verkauf vom Körper als normale Beruf gilt, sind die Drehscheiben vom Menschenhandel gehen, sind Zahlen von den Prostituierten explodiert, Gewalt und die Frauen ist geklommen, den Alter ist drastisch gefallen, Preise sind gefallen und der Staat, Herr Präsident, ist zum größten Zuhälter vom Land gehen. Darin fallen besonders Länder wie Deutschland und Holland. Österreich sind da noch eine Reihe. Eine milliardenschwere Sexindustrie und engagiert Lobby die Prostitution als Ausdruck von einer sexueller Selbstbestimmung bestraft, sorgt dafür, dass das Bild von der Prostitution vermittelt wird, das quasi überhaupt nicht mehr mit der Realität zu tun hat. All denen, die behaupten, dass sich zu prostituieren ein freies Schwach soll sein, wo ich schrecklich gerne sein Körper verkauft, für was kommt dann die Majorität von ihnen aus gesteuerten Familienverhältnissen? Goufe selber oft vor ganz jungem Alter sexuell missbraucht, sie vollgepumpelt mit Medikamenten oder Drogen, hu finanziell Probleme sie kaum edukiert und hun zu 90% ein Zuhälter. Für was kommen dann die allermeisten Frauen, bald zu 100%, aus den ärmsten Gegenden von der Welt, Nigeria, Rumänien, Russland, auf ihren Ostblockstaaten, die allermeisten mit falschen Versprechungen geködert, mit attraktiven Joboffern, für das Leben ugeschmiert, aber wenn in 100 Kulisse guckt, merkt ihr ganz schnell, wie die Puffbesitzer mit Menschenhändler kooperieren, auf verschiedene Frauentypen bestellt gehen, was mehr jung, was besser, nur hoher Farbe, Konfektionskreis, gewischt. Der Menschenhändler liefert dann die entsprechend Ware, so wird sie nämlich übrigens auch am Milieu genannt, mit Rückgabegarantie. Prostitution ist wieder nicht wie die Benutzung von einem Körper für den Sex durch den Mann, weil der Klier ist zu 99% ein Mann. Entschuldigt mich, Herr Präsident, der Damen und der Herren, wenn ich mich hier an diesem heiligen Haus so ausdrücke. Ich übersetze einfach das, was Rachel Moran an seinem Buch, was von Menschen noch übrig bleibt, erlebt und geschrieben hat, für das ich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, was da muss gelesen gehen. Ich muss ja wissen, dass die meisten Männer, die so Service in Anspruch holen, nicht unbedingt all wie der Brad Pitt ausgesehen. Die allermeisten kommen für das zu erleben, was sie sonst nicht ausleben können, nur der Arbeit, nur dem engen oder anderen Pott, und auch nicht mal unbedingt Gewäsch. Liebe Kollegen, kennt irgendein, Bannen, Mann oder Frau, weil es gibt auch Männer, die sich prostituieren.
sich eng Sekunde vorstellen, wie es wäre, so ein Klier als eng tiefsten Intimität heranzulassen. Den ihr mal nicht kennt, den ihr nicht gern hört, den ihr nicht viel berät, den nicht das möchte, was ihr gern hört, mir just das, was ihm Spaß möchte, an all Körperöffnung heran, Akten zu erdrohen, die ihr vielleicht komplett uneklen, aber wo eng von den gefrohtesten Kompetenzen, die aus dem Schlickreflex zu kontrollieren, für sich nicht müssen zu übergehen. Körper auf Verstand zu dissoziieren, für den Moment zu überstehen, und en plus ein Oscar-reifen Akt, Schauspielakt zu präsentieren, wie super alles ist, und wie gut es geht, mit der permanenten Angst, was als nächstes verlangt wird, weil wenn dir zugeht, Herr Präsident, aus der Clear King, an dat 25 Mal bis 30 Mal am Tag. Es geht bezahlt mit Geld, es geht bezahlt mit Geld, und dafür der wir machen, was ihr will. Das ist eigentlich eine bezahlte Vergewaltigung, weil alles anders, das was erzählt wird, bewegt sich an einem Mythos. Der Lutz Besser, Facharzt für Psychiatrie, sieht aus, dass viele Prostituierte so eine Erniedrigung und Entwürdigung erleben, dass sie das nicht mehr aushalten können, weil sie über den Schutzmechanismus verfügen, für sich aufzuspalten vom Wohl holen. Dissoziation, ein Überlebensmechanismus, wo am Gehirn anästhetische Hormone ausgeschottet gehen, für sich zu einem leblosen Objekt selber zu machen, für den Moment zu überstehen. Für ihr Gefühle zu daten, holen viel von ihnen irgendwann ein paar Drogen, für die Marihuana, da Christel und zum Schluss Heroin. Eine Realität, wo in seine Seele verkaufen, sein Herz stoppen, sein Kopf vergessen muss, für zu überleben, an einer Welt, wo Menschenhandel, neben Drogen- und Waffenhandel eng von den dominantsten auf der Erde gilt, an der Schmengen, es wäre um 21. Jahrhundert endlich unter Zeit. Und mit der Hoffnung, dass so viele neue junge Frauen, Mammen und Pappen, und noch alle selbstverständlich die anderen Volksvertreter an der Chambre, umzudenken, wenn es um dieses Sujet geht. Dass die mehr Politiker als am Klar müssen sehen, wie eine Message, mehr und Gesellschaft für allem und als Kanner, will weitergeben, mehr so Aktivitäten unterstützen, wo die fundamentalen Rechte von Menschen, hauptsächlich Frauen, verletzt gehen. Die Prostitution und das begleitende Übel des Menschenhandels sind mit der Würde und dem Wert der menschlichen Person unvereinbar und gefährden das Wohl des Einzelnen, der Familie und der Gemeinschaft. Mit diesen Werten feiern Vereinte Nationen 1949 hier Konvention an, die für den Erbanne vom Menschenhandel gegen die Ausnutzung von anderen als an Bestrafung fordert, nicht von der Prostituierten, sondern von all denen, die davon profitieren. Eine Realität, die ein ganz andere ist, wie die krampfhaft von der Sexindustrie an denen pur Ausnahmen probiert zu vermitteln, von der Edelprostituierte, die gut bezahlt wird, vom Mann am eleganten Kostüm, das mischt man noch wie 3% aus von all denen, die das Service erleisten, erlebt man für das damit, als es mit Sicherheit auch nicht mehr schlimm zu erdrohen. Herr Präsident, es ist als zivilisierte Menschen absolut normal, dass viele Sachen aus ethischen und moralischen Gründen nicht verkauft können gehen, auch verboten sind. Zum Beispiel kann man bei einer Adoption oder den Organhandel. Das ist evident, dass Zahlen zum Beispiel beim Organhandel Klamme geben, wenn in der Marche legalisieren. Wenn das nämlich erlaubt wäre, finden immer Menschen, die schlecht genug dran sind, und die geben behaupten, wie selbstverständlich, freiwillig, und wie schrecklich gern sie hier Organ verkaufen. Und genauso als es mit dem Geschäft vom Verkauf vom Käfer mit der Prostitution. Deutschland hat 2002 ein von den liberalsten Prostitutionsgesetzen in Europa angefordert. Als Notbestand als ein Paradies für Sextouristen gehen, wo aus dem Ausland regelrecht Busreisen organisiert gehen, für verschiedene Gruppen so oft Sex wie möglich zu tun, aber stell dir das mal vor, Happy Hour and all you can fuck. Ob der Werbeplakate steht von ihren Bordeller, für Reklam zu machen. Es ist zu einem Preisdumping gekommen, wie am Kampf bei einem Discounter, mit der Devise, immer Männer bezahlen für immer mehr Wohl. Der liberale Umgang mit der Prostitution hat Konsequenzen. Deutschland ist zum größten Puff von Europa gehen, sieht Leni Breyer, SPD, deputiert, und zu größter internationaler Drehscheibe von der Zwangsprostitution am Menschenhandel. Schuld Boom und aus dem Notbestand als hier Prostitutionsgesetz.
mit ganz wenig Oplagen. Es soll eigentlich Kriminalität verdrängen und die Arbeitskonditionen verbessern, an die gesetzliche Dienstleistung von einer Prostituierten regeln, mit Sozialversicherung wie ein normaler Beruf. Deutschland hat am Jahr 2022 für eine Evaluation von ihrem Prostitutionsgesetz steht, obwohl immer mehr Stimmen hört gehen, für echt die Wirksamkeit von diesem Gesetz zu überprüfen. Es konnte nämlich nur 20 Jahre festgestellt gehen, dass das, was gut gemengt war, total fehlgeschlagen ist. Die allermeisten von ihnen haben sich nämlich nicht sozial versichert, haben kein Krankenkäse, Kriminalität hat massiv zugeholt, Konkurrenz zwischen den Damen ist geklommen, dadurch sind Preise gefallen und das alles, was sie so machen mussten, geht immer mehr extrem. Seht die Straße Sozialarbeiter Gerhard Schönborn. Das ist ein Gesetz, das hauptsächlich Bordellbesitzer, Zuhälter an den Menschenhandel und Kriminalität gestärkt hat, so das Fazit von Experten und Terrain, wo das lukrativ Geschäft auf ungefähr 25 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt wird. Das Land, wo tagtäglich 1,2 Millionen Männer sexuelle Dienstleistungen in Anspruch holen und frei mit kriminellen Nebenwirkungen gut nicht wollen zu dienen haben, und wo verschiedene Bordellstraßen sogar als Kult gelten. Deutschland, wo den Zuhälter oder der Pimp Manager genannt wird, der Bordellbesitzer elegant Unternehmer im Erotikgewerbe tituliert wird, aber wo den Hauptprofiteur von der Prostitution an den Talkshows sitzt und nicht an Prison, schreibt Alice Schwarze an seinem Buch Prostitution, ein deutscher Skandal. Für die Europäische Union gehört Prostitution, sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel unzertrennlich zusammen, und das klar. Schränkt den Prostitution an, schränkt ihn selbstverständlich auch den Menschenhandel an. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Kriminalität und den liberalen Prostitutionsgesetzen. 2013 hat den Axel Dreher von der Universität Heidelberg das für den Bereich von Menschenhandel in der Sicht. Gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam hat der Professor für Wirtschaftspolitik Statistiken aus 150 Ländern analysiert. Fazit: Länder mit liberalen Prostitutionsgesetzen begünstigen ganz klar moderne Sklaverei. Das Europaparlament aus 2014 zum Resultat kam, dass nicht nur Zwangsprostitution, sondern auch die sogenannten freiwillige Prostitution Menschenrechte verletzt. An einer Resolution fordert das Europaparlament all hier Mitgliedstaaten auf, die Freier zu bestrafen. Die sozialistische Labour-Deputierte Mary Honeyball, die Resolution entworfen hat, fordert, statt der Legalisierung, die in Deutschland zu einem Desaster geführt hat, brauchen wir einen Ansatz, der die Männer bestraft, die die Körper der Frauen als Gebrauchsgegenstand behandeln. Europa soll Prostitution der Frauen und den Menschenhandel aktiv bekämpfen, anstatt sie einfach als unmögliche Realität zu akzeptieren. Von der besten Wege steht an der Resolution dafür, wer das nordische Modell anzufordern, als sie fordern all die europäischen Staaten auf diese Weg zu gehen. Herr Präsident, 24 Jahre hatte ich eine komplett andere Ausstellung wie heute, wenn es in Prostitution ging, als hauptsächlich, weil ich mich auch kaum mit der Problematik auseinandergesetzt habe und ich einfach die Floskeln nur geplappert habe, die ihn immer an dem Kontext hört. Geht es schon ewig, der nächste Beruf von der Welt, etc. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie die erste Kehr eine parlamentarische Delegation aus Schweden auf Lützeburg kam, Anfangs der 2000. Für hier ein dämonisches Modell vorzustellen. Das ist ein Modell, den dieses Phänomen von einer komplett neuen Seite betrachtet, wo der Kauf vom Körper als Gewaltakt angesagt und prostituiert als Opfer von Missbrauch konsideriert und der Freier responsabilisiert. Schweden war das erste Land auf der Welt, das den Kauf von einem sexuellen Dienst verboten hat, für den Mond zu drosseln. Prostitution ist nicht illegal, aber es ist illegal, für sexuelle Dienstleistungen zu bezahlen. Unterstützt wird dieses Modell mit der Bestrafung von den Besitzern von Bordeller und durch umfangreiche Ausstiegsprogramme für Menschen, die so Service leisten. CSV hat sich klar für das schwedische Modell ausgedrückt. Wir wissen aber, dass ein wirkliches Succès nicht mehr kann haben, wenn es ganz in Europa ähnlich umgesetzt wird und nicht das Problem an die liberalen Länder verlagert wird. Eine Evaluation, die 2009 vom schwedischen Modell gemacht wurde, stellt klar fest, dass Prostitution im Talschend aus Schweden aufgeholt wird. Befürchtungen, dass sie an dieser Welt aufgetaucht sind, konnten nicht festgestellt gehen. Der Matthias Siegfriedsen, Polizeileiter gegen internationale Kriminalität aus Malmö, sieht aus, dass der Konträr der Fall ist, weil hier Damen, die so Service leisten,
ganz schnell zu finden sind über Internetannoncen und dadurch für sie einfach zu überwachen und zu kontrollieren sind. Sie können auch so Sexkäfer ganz einfach lokalisieren und verfolgen. Brutalität sie laut rezente Polizeirapporte vis-à-vis von den prostituierten Frauen und Mädchen generell zurückgegangen. Seit der Aufhebung von diesem Gesetz kein einziger Mord und einer Prostituierten als festgestellt ging. Deutschland am Vergleich 115, zu nämlicher Zeit, 115 Mord, 62 Mord für sich. Schweden hat seit ihrem Prostitutionsgesetz deutlich mehr Vergewaltigungen, der Respekt für die Frauen und die Mädchen als Gewürz und der Menschenhandel hat drastisch aufgeholt. Schweden und all die anderen, die sich los schon diesem Modell angeschlossen haben, sind nicht mehr interessant, weder für Zuhälter noch für Schlepper. An dem 22 Jahren hat das schwedische Modell sich an ein nordisches Modell verwandelt. Er findet immer mehr Anhänger, die an diesem Moment am Gange sind zu debattieren, für sich dieser Approche anzuschließen. Norwegen, Island 2008, Nordirland 2014, Finnland, England, Dänemark, Litauen, Wales, Frankreich, Irland ganz 2017, inklusive der Conseil européen. Auch Kanada und Israel haben ähnliche Prostitutionsgesetze, ersetzen immer mehr Länder wie Deutschland und Holland unter Druck. Über 80% von den Bürgern aus Schweden unterstützen hier Prostitutionsgesetz. Und das Allerwichtigste, der Damen und Herren, die Jugendlichen, die kommende Generation, fanden es selbstverständlich und nicht mehr normal, dass man zu einen Körper kaufen kann und über die verfügen kann. Herr Präsident Pierre Anders Sundersen, Sonderbotschafter für die Bekämpfung von Menschenhandel aus Schweden, sagt, bevor das Gesetz 1999 in Kraft trat, gab es keine Regulierung der Prostitution. Früher in den 80er und 90er Jahren war Prostitution kein Thema in der schwedischen Gesellschaft, aber es gab eine große Diskussion über die Gewalt von Männern gegenüber Frauen. Als das Thema Prostitution dann aufkam, argumentierte die Frauenbewegung, hey Regierung, wenn wir jemals in der Lage sein wollen, die Gleichberechtigung der Geschlechter zu verbessern und die Gewalt von Männern gegenüber zu Frauen zu stoppen, dann müssen wir uns mit Prostitution befassen. Wieso das SPD-Deputiert Lena Breyer, dass es nicht durchgeht, super Gesetze zu machen, über Quoten, Frauenaffährungspositionen, Gewalt am Staat, Upskirting, Catcalling, alles super tolle Maßnahmen. Aber solange trotzdem jeder Typ sich für billigstes Geld an jeder Ecke eine Frau kaufen kann, solange ist diese Gesellschaft kaputt und solange ist diese Gesellschaft nicht gleichberechtigt. Ich weiß, die Egalitätsministerin, Madame Tanzer, ist nicht heute da. Ich wäre aber froh, wenn ihr kennt Frauen, die schon an diesem Kontext und ministerisch weiterleiten. Ich will wissen, ob sie noch immer auf ihrem lützeburgischen Modell festhalten, wie viel konnten aus dem Milieu gerettet gehen, wie ist es mit der Gewaltproblematik gegen den Niveau von der Prostituierten heute zu Lützeburg, hat Minister Schwelles die Resolution aus dem Europaparlament von dem Jahr 2014 umzusetzen, als sich all denen anzuschließen, die los schon das nordische Modell umgesetzt haben. Ich komme zum Schluss von meiner Interpellation, Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Hier geht es um so vieles. Es geht eigentlich um alles, weil es geht um das, was für ein Spiegelbild mehr an der Gesellschaft sind. Wir sollen auf keinen Fall naiv sein, wir dürfen aber auch da nicht so machen, wenn es um die Vulnerabelsten von unserer Gesellschaft geht. Kindermissbrauch, Menschenhandel, Sklaverei und Prostitution wird nicht immer gehen. Aber dass wie eine Gesellschaft das Thematik umgeht, was sie dummerden mischt und wie sie dummerden umgeht, was eine Nation ausmischt. Es gibt einen Mentalitätswechsel, den eine moderne Gesellschaft braucht, wenn sie gerne von Chancengleichheit schwätzt. Und es geht generell um einen Mentalitätswechsel von Männern, vis-à-vis von Frauen, weit weiter vermittelt wird, dass es eigentlich das Normalste auf der Welt wäre, dass den ein Körper oder dass der seinen Körper verkauft. Wie das uns von jahrhundertelang vorgeführt ging, als etwas, was selbstverständlich normal wäre und nicht mehr wegzudenken wäre. Es geht um Werte, die wir gerne an unserer Gesellschaft geben, hochhalten, Respekt, Dignität, Gleichberechtigung an ob der Mensch weiter als vorbetrücht wird oder nicht. Und es geht für allem darum, was man also kann, von kleinem auf vermitteln,
a wat ihre Körper wert aus, wenn wir ihn an einem Preis festmachen. Es geht um als zukünftig Jungen an hier Ausstellung vis-à-vis vom anderen Geschlecht. Und es geht um als Medischer, wie sie den Wert von ihrem Körper vermittelt kriegen und noch ausschätzen. Und es geht selbstverständlich, last but not least, um die Unschuld und den Schutz von unseren Kindern und das, was von ihnen noch übrig bleibt, wenn in ihre Körper, ihr Vertrauen und ihre Geist missbraucht wird. So all die Merci, die man nur geleistet hat. Très bien.